Okay, und jetzt... Ja, da lang. Ah. Scharfschützenteam überwacht dieses Gebiet. Sie können auf der anderen Seite wieder rein. Seien Sie vorsichtig, Faith. Scharfschützen, also. Naja, wir wissen ja, was wir da machen müssen. Nah ran und dann ausschalten. Einen Sniper nehmen. Boah, was war das? Einen Sniper nehmen und die anderen holen. Ja. Trap! Puh. Gut. Sie schicken Verstärkung. Jetzt kommt von hinten nämlich Verstärkung. Will ich kurz abfangen, weil das ist ziemlich mies, wenn man das nicht weiß. So. Ich glaube, da hinten kommen sogar auch noch. Kann das sein? Nö. Ah, da war's da. Na, war da auch nicht. Egal. Bam. Huh. Ah, wusste ich's doch. So, und jetzt noch den Sniper da. Kriege ich den? Boah. Ja. Wo ist meine Waffe? Da, fuck. Ah, jetzt ist sie wieder da. Ah, von hier aus kann ich den treffen. So. Oh. So. Weg mit dem Ding. Und wie kommen wir jetzt hier wieder weg? Ah. Zack. So, und hier hoch. Und darüber. Was müsste es eigentlich gewesen sein? Ich glaube, es kommen keine Gegner mehr. Ihr merkt vielleicht schon, dass ich die Mission ein bisschen besser kenne. Ich glaube, ich hab's schon mal gesagt. Boah, was machst du? Ich glaube, also die Mission und die erste Mission habe ich am meisten gespielt. Ich finde, bei der ersten kann man am besten, nicht unbedingt am geilsten, einfach rumjumpen. Und hier kann man am besten fighten, wie ich finde. Vor Ihnen gibt es einen Aufzug. Weil es gibt hier doch ziemlich viele Kampfsequenzen. Da müssten Sie in die oberen Stockwerke und zu Kate kommen. Okay. So, jetzt kommt nochmal eine kleine Kampfsequenz und dann müssten wir eigentlich schon am Ziel sein. Ui. Geht aber weit hoch hier. Verdammt! Die Sicherheitstüren zum Dach sind zu. Zerstören Sie die Server. Der Strom wird lange genug weg sein, damit Sie die Tür öffnen können. Ist aber schon eine geile Weitsicht hier, wenn man so auf die Stadt blickt. Aber gut. Die Überwachung der gesamten Stadt liegt vor Ihnen, Faith. Verdammt! Es klingt, als hätten Sie Kate aufs Dach gebracht. Ein Helikopter ist im Anflug. Sie müssen sich beeilen. Was zum... Oh oh. Miller! Miller! So. Weg mit dem. Ah, der lebt noch. Ja. Nicht schön. Lauf! Ja, habe ich noch nicht, oder? Ui, nicht schön, nicht schön, nicht schön. Oh, ein Schlag hat gereicht. Deckung gehen kurz und weg mit dem Typ. So, jetzt muss ich nämlich die komischen Kästen hier ein bisschen beballern. Oh, scheiße.
Das wollte ich nicht. So. Und jetzt ist, glaube ich, eine Tür aufgegangen, die vorher nicht offen war oder irgendwie sowas. Und da muss ich jetzt rein, ne? Weiß nicht, was heute mit meinem Deutsch los ist. Ist ja egal. Zack. Und ab aufs Dach, würde ich mal sagen. Hier war auch geil. Einmal, als ich die Mission gespielt habe, hatte ich irgendwie vergessen, dass man hier einfach zack, rüberspringen kann. Und da habe ich übelst lang gesucht, bis ich den Weg gefunden habe. Weil es ja ganz billig. Und da ist das Helikopterchen. Hallo Faith. Jackknife, aber wie konnte es... Genau diese Einstellung. Genau deshalb konnte ich es. Wessen Handlanger bist du? Sagen wir einfach, ich weiß, wer die großen Fische sind. Callahan. Warum wir? Klassische Kriegsführung. Die Kommunikation unterbrechen, die Boten ausschalten. Ohne Poe und ohne die Runner werden eure Kunden, diejenigen, die die alte Stadt einfach nicht aufgeben wollen, abgeschnitten. Verwundbar. Dann kann sich diese Stadt befreien vom übrigen Dreck. Also ist das nur der Anfang. Ich betrachte es lieber als ein Ende. Doch, du hast wirklich gute Arbeit geleistet, hast all die offenen Fragen beantwortet über Popes Ableben. Deshalb bist du noch am Leben. Das war eine Du kannst dein ganzes Fail-Option. Leben am Rand verbringen. Früher oder später musst du springen, Faith. Springen also. Oh. Run. Und Trap. Psch. Adios. Okay. Keine Ahnung, warum der jetzt abstürzt, aber ist egal. Oh, oh. Trap. Oi, das war knapp. Boah. Wo sind eigentlich die Cops hin? Na egal. Ja, das war's. Die Musik ist übelst laut. Bei mir jedenfalls. Ja, das Spiel ist in meinen Augen eines der besten Spiele der letzten paar Jahre. Leider etwas kurz, aber richtig cool gemacht. Ein epischer Soundtrack, episch designt. Die Grafik an sich ist eigentlich auch nicht schlecht. Die Story ist leider ein bisschen komisch erzählt, dass man nicht, ja, gerade alles checkt und jetzt lagt's übelst. Das ist nicht schön. Egal, bei den Credits ist das ja nicht so schlimm. Jedenfalls, wie gesagt, Story ist richtig confus irgendwie erzählt, aber an sich wäre sie ziemlich geil eigentlich für so ein kleines Spiel. Und ja, ich hoffe einfach, dass DICE auch einen zweiten Teil macht. Je nachdem bringe ich noch ein bisschen Zusatz. Wenn
ich mir eine Map runterlade, dass ich da noch eine Zusatzmap zeige irgendwie. Boah, jetzt lag's ja übelst. Ja, ich denke, ich breche hier mal ab, bevor mein Spiel hier noch abstürzt. Keine Ahnung, wieso das jetzt ist. Die Credits sind ja sowieso nicht so interessant. Und dann gibt es noch einen kurzen Zusammenschnitt vom Let's Play, wie ich das immer mache. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten LP. Und wenn das Spiel mal runtergeschrieben ist, holt's euch. Es kostet, glaube ich, ganz normal nur 10 Euro. Wenn es runtergeschrieben ist, meistens vielleicht so 3 Euro oder so. Also für das lohnt sich das Spiel allemal. 10-mal lohnt sich das. Ja. Gut, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Let's Play und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann. Just like you, just like